Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 28. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Mainz 05 und das mal wieder in einem absoluten Abstiegsendspiel in Müngersdorf. Und was fehlt uns da zu unserem großen Glück? Natürlich Kölsche Tore, so wie das hinter uns. Wir stehen hier an der Eigelstein-Torburg, ne? Und das sagt eigentlich schon alles. Tor und Burg. Ja. Vorne brauchen wir Kölsche Tore und hinten sind wir eine Burg, eine Festung. Da lassen wir keinen rein in unsere wunderschöne Stadt und auch nicht in unser Tor natürlich. Ne? Ja. Es ist wieder Zeit für einen magischen FC-Moment gegen Mainz. Und das wäre nicht das erste Mal. Nein, natürlich nicht. Und ihr erinnert euch alle an das Jahr 2008, als das mit Mainz anfing. Damals das ultimative Aufstiegsendspiel in Müngersdorf. Wir haben 2:0 gewonnen, 2 Tore durch Roda Anta. Nach dem Spiel haben sich unglaubliche Szenen abgespielt auf dem Rasen in Müngersdorf. Wir beide damals auch schon mittendrin, noch nicht zusammen, weil damals gab es auch 2 Kölsch noch nicht. Aber wir waren natürlich beide im Stadion, gefeiert bis zum Abwinken, nach dem Spiel auf die Ringe gefahren, am Betonauto. Ein wunderbarer Nachmittag, danach noch zum Geisbockbahn gefahren. Ja, da kann man nur sagen, Prost auf die Kölschen Tore. Nächster magischer FC-Moment, nächstes Kölsches Tor. Wir stehen am Hahnentor und das steht bei uns für das Jahr 2016. Da hatte der FC auch mal wieder ein bisschen Abstiegssorgen und am 30. Spieltag sind wir alle nach Mainz gegondelt und nach 50 Minuten lagen wir 2:0 zurück und trotzdem haben wir das Ding noch 3:2 gewonnen. Da war was los im Stadion und im Bus auf der Rückfahrt, oh, ich habe Gedächtnislücken, das war ganz große Klasse. Ja Leute, und genau so feiern wir jetzt natürlich weiter und wir stoßen nochmal an auf die Kölschen Tore und ganz speziell an dieser Stelle auf das wunderschöne Hahnentor. Prösterchen! Ja Leute, wir sind am nächsten Kölschen Tor angekommen und wie ihr seht, hier wird kräftig gebaut, das ist eine Baustelle, aber man muss ja auch mal ein dreckeliges Tor machen und deswegen haben wir damit überhaupt kein Problem. Und Tor Nummer 3, damit wollen wir erinnern an das legendäre Spiel 2017 zu Hause gegen Mainz 05, mit dem wir uns dann die Euroleague-Qualifikation gesichert haben. Und auch damals sind wir nach dem Spiel alle zusammen auf den Rasen gerannt. Was für ein unglaublicher Moment, nachdem Osako das 2:0 gemacht hatte. Und dann brachen alle Dämme und wir haben wirklich gefeiert. Und auch in dem Spiel haben wir 2 dann zusammen auf dem Rasen gelegen. Also ein unfassbar schöner Tag damals noch unter Peter Stöger. Ja. Das wollen wir irgendwann wieder erleben. Und damit das so wird, ja, werden wir natürlich auch wieder anstoßen auf dieses im Moment ein bisschen dreckelige Türchen. Ne? Grüß euch, Leute. Hoppala! Und schon stehen wir vor dem 4. Kölschen Tor. Das ist die Severins Torburg. Und das kann natürlich nur bedeuten, dass der 4. große magische FC-Moment gegen Mainz vor der Tür steht. Was spricht eigentlich dagegen? Ne? Eigentlich gar nichts. Vor allen Dingen, wenn wir endlich mal wieder mit einem Stürmer zur Abwechslung antreten in diesem Spiel. Denn die letzten Spiele, sowohl gegen Wolfsburg als auch gegen Dortmund, die waren ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, und nach gar nicht so schlecht kommt natürlich richtig, richtig gut. Und deswegen heißt es für das Spiel und vor allen Dingen nach dem Spiel Kölsche Tore, Kölsches Glück. Ich erst mal rankommen hier. In die Kölsche Tore hinein, hinein. Herrlich. So, und zum Glück haben wir nicht nur immer Durst, sondern auch immer ein Kölsch parat. Ne? 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüß euch, Leute. So, und wir 2 haben jetzt für heute wirklich genug Tore gemacht. Ja, ihr seid dran. Jetzt seid ihr dran.